Jo, servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Heute habe ich eins der stärksten Techniker-Builds im Angebot. Also das haut euch von den Socken. Das hat dermaßen viel Damage. Ich spiele das immer, wenn ich legendär spiele, weil es ist schon phänomenal. Es kommt von meiner Community, vom Dr. Eisenbart, der hat das zusammengesteppelt und ich muss sagen, echt eins der stärksten Builds, eigentlich, wenn nicht überhaupt das stärkste Bild, was ich je gespielt habe, was Technikerbereich anbelangt. Also heroisch mit 5 Direktiven, legendär, überhaupt kein Problem mit dem Ding. Und ja, ich stelle euch das Ding jetzt einmal vor. Und da die sagen, ich bin die Feldwitzen und Darkness. So, ich zeige euch jetzt das am Schießstand, damit ich es auch schön erklären kann. Man stelle einmal ein Geschütz daher. So, geht in Deckung. Er fängt gleich an zum Blastern. Ja, scheiße. Wenn wir da ein wenig umstellen. Mittel, schwer, sehr schwer. So. Dann braucht man eigentlich nichts anderes da, als immer die Drohnen dahin zum Schicken. Und zwar mit drauf schießen. Und dann haut das Zeug, wie gesagt ist. Solange man drauf schießt, ist die Synchronisation, das ist die Harmonie, wo in der Hand hält, geht da das weg wie Butter. Macht brutalsten Schaden und selber sitzt man halt in der Deckung drin und wartet, bis die umfallen. Ne? Das ist halt beim Legendär sehr gut, muss man sich wieder ein wenig hinsitzen, dass er nicht direkt erwischt. Eine Besonderheit von dem Spiel ist, oder von dem Spiel, Alter, von dem Bild, so, dann haben wir das Maschinchen, wie heißt das? Maschinentierchen. Na, ist wurscht, aber mit dem Ding kann man eine Überladung erzeugen. So, jetzt muss ich schauen, ob ich es zusammenbringe. Jetzt haben wir Überladung und jetzt rumpelt das natürlich brutal. Schaut sich so, wie es das weghaut. Zack, 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 zack. Und gerade geschehen ist. Also, hat keiner eine Chance gegen das Ding. So, die Überladung hat natürlich einen Cooldown. Und wird wieder ein wenig abwarten, da weiter wir wieder auf die Harmonie. So, Synchronisation eingeschaltet und dann macht es auch einen brachialen Damage. Zwischen 250.000, ja, 250.000 hat Geschütz und Drohne jeweils. Ja, ist ein wenig schlecht zu erkennen. Jetzt schauen wir, da das Geschütz hat. Ja, machen wir eins weg. Sonst kann ich das nicht ablesen. Macht natürlich nicht so viel Schaden, wenn ich mit einem jetzt da schieße. So, jetzt schießen wir drauf. Ja, 260, 261.000, ja. Ohne Überladung und ohne der Synchronisation von der Drohne. Und Drohne selber, wenn da alles aufgeladen ist, ja, 160.000 circa. Das sind aber gerade circa Werte, weil, wie gesagt, da muss alles aktiv sein. Aber ich denke, das muss ein brachialer Schaden sein, weil es ist gerade so weggeschlagt wie die Dinger. Halt das. Der war auch wurscht. So. Jetzt haben wir dann gleich wieder so weit, dass wir überladen können. Zack. Na, habe ich nicht erwischt. Der haut so schnell weg. Ich muss das mit der Waffe überladen. Ah, wieder nicht erwischt. Aber vorhin hat man es ja richtig gesehen. Man muss halt immer schauen, dass die Drohne und Geschütz auf Ohren schießen und dann zum nächsten wandern. Ja. Dann schauen wir uns mal das Bild an, da gesagt, ja. Also Ruhe. Der Pflasterei da. So, ich werde da auch nicht groß umeinander schneiden. Jetzt schauen wir uns das Bild an, da gesagt. So. So, da haben wir. Mechanisches Tier heißt es drum, ja. Ist bei mir noch nicht so ganz gut gerollt, weil mir das Material ausgegangen ist, aber hat das Talent perfekt zukunftssicher. Ja. Waffenkills gewähren 19 Sekunden lang einen Fertigkeitsrang, kann bis zu 4-mal gestapelt werden. Also man erzeugt eigentlich Überladung, Überladungs-Cooldown
90 Sekunden. Waffenkills bei Fertigkeitsrang 6 gewähren 15 Sekunden lang Überladung. Also macht richtig heftig Spaß mit dem Teil. Das ist einmal das eine. Dann kommt die Harmonie. Die hat perfekt synchronisiert. Fast egal, was das für Attribute hat, das Teil. Also braucht man nicht groß nachrollen, umrollen, hin und her rollen. Nachladetempo ist vielleicht nicht schlecht, damit es schneller wieder zum Schießen wird, weil Schaden macht man jetzt mit dem jetzt nicht wirklich. Da geht es eigentlich nur um das Talent, dass das aktiviert wird. Die perfekte Synchronisation. Lesen. Ja. Die Verwendung einer Fertigkeit ohne Schild oder das Schädigen eines Gegners mit einer Fertigkeit gewährt 5 Sekunden lang 20% Waffenschaden. Das Treffen eines Gegners gewährt 5 Sekunden lang 20% Fertigkeitsschaden. Also ich scheiß und dann skaliert der Schaden einfach brutal nach oben. So. Haben wir jetzt da dreimal Empress. Empress International. Ja, auch keine Hexerei nicht. Hat in die drei, wir damals 3 mit drin haben, haben wir Fertigkeitslebensenergie 10%, Fertigkeitsschaden 10% und Fertigkeitseffizienz 10%. Also die Effizienz ist ausschlaggebend, weil das haut den Schaden ganz schön nach oben. So, gerollt ist das Teil auf Fertigkeitsschaden, Fertigkeitstempo. So viel Tempo wie geht, so viel Schaden wie geht. Eine Backeln. Ja. So, der Rucksack, entfesselte Kraft habe ich da hergenommen. Oder hat er hergenommen. Fertigkeitstempo und Fertigkeitsschaden. Fertigkeitstempo, Fertigkeitsschaden, Fertigkeitsschaden, Fertigkeitstempo, bla. Perfekte kombinierte Waffen. Also solange ich auf einen Gegner schieße, haben wir 30% mehr Fertigkeitsschaden. 3 Sekunden lang. So, jetzt wenn es mit dem mechanischen Tierchen, ja, rattert es zusammen, hast du praktisch fast kontinuierlich die 30% Schaden. Ob du jetzt über Deckung schießt, wo du triffst, völlig wurscht. Hauptsache du triffst. So, dann haben wir von Empress noch mit die Brust und da ist drauf der kinetische Impuls. Diese Stapel erhöhen ihren gesamten Fertigkeitsschaden um 1%. Also wenn es da drauf schießt, die deutsche Übersetzung ist aber ein wenig deppert, weil gerade die Hälfte dort steht meistens. Im Grunde macht es nichts anderes, als wir Fertigkeitsschaden erhöhen und Fertigkeitsreparatur erhöhen. Und das kann bis 15 Mal gestapelt werden. Das heißt, wir kriegen über das Ding auch nochmal 15% Fertigkeitsschaden. So ganz grob zusammengefasst. Jo, dann die Handschuhe. Ja, Fertigkeitsschaden, Fertigkeitstempo. Ganz einfach. Dann haben wir von Hana Yu haben wir auch 2 Teile. Da habe ich jetzt eine blöderweise Reparaturfertigkeit drin. Ist nicht so hingegangen. Ich habe es nicht anders gekriegt. Sollte auch eigentlich Fertigkeitstempo drin sein. Macht jetzt nicht unbedingt den großen Unterschied, weil der Cooldown von den 2 Sachen, also von der Drohne und vom Geschütz, der liegt ungefähr bei 5 Sekunden. Wenn man es selber zerstört, wenn es drauf geht, das Ding, dann dauert es etwas länger, aber nicht der Rede wert. So, da haben wir dann Wellenform. Die Wellenform ist auch nicht so schlecht, weil die abwechselnd, ja, ich lese vor. Wechselstrom erzeugt bei einer ihrer Fertigkeiten jede Sekunde einen Stapel von 3% Fertigkeitsschaden mit einem Maximum von 10 Stapeln, so heißt 30%. Nach 10 Sekunden auf dem Maximum wechseln die Stapel zu ihrer anderen Fähigkeit. Das heißt, abwechselnd hat man einmal auf der Drohne und einmal auf dem Geschütz 30% Fertigkeitsschaden drauf. Ja? Also ich sag, es ist enorm. Ja, da werden Sie wahrscheinlich dann viel fragen, warum nimmt der Typ keinen Kondensator? Ja, das ist, wenn man so spät und das Bild da aufgenommen ist die Kondensator nicht gescheit. Ja, warum ist das Ding nicht gescheit? Das erkläre ich jetzt einmal kurz. Zumindest versuche ich es jetzt einmal, ja. Also, bei der Kondensator muss man die 40 Stacks aufbauen, damit die volle Power hat. Macht dann auch mehr Schaden, als wie jetzt die anderen 2 Waffen, was ich habe, aber uns geht es ja um den Fertigkeitsschaden. So, jetzt wenn ich mit dem mechanischen Tierchen überlade und dann wechsle auf die Kondensator, muss ich die 40 Stacks erst wieder aufbauen, dass der Schaden da ist. Dabei ist aber die Überladung vom mechanischen Tierchen weg. Wenn ich vom mechanischen Tierchen auf die Harmonie wechsle und dann gleich drauf schieße, die Synchronisation habe ich dann sofort. Also doppelt sich der Schaden dann fast nochmal. Scheißegal, wo welcher Kreator irgendwo sagt oder Creator sagt, das ist spielerisch das Beste. Rein rechnerisch nicht. Ja, aber wenn man spielt, wir haben es in der Community ausprobiert, gibt es fast kein Bild, wo stärker ist
Haut's was in die Kommentare, wenn's anderer Meinung seid oder was Besseres habt. Ich bin jederzeit ähm, bereit dazu, das nachzubauen und zum Testen. Lass mir auch gern eines Besseren belehren, aber Stand der Dinge ist der, dass ich jetzt, bis jetzt, was ich gespielt habe, auf die 5 Jahre tatsächlich noch nichts Besseres nicht erwischt habe. Und sollte einer was Besseres haben als wie dieses Set, dann sollte er es einmal posten und sollte man vielleicht auch eine Erklärung dazu geben, warum und wieso und weshalb. Ja? War ganz nett. Ich bin immer, konstruktive Kritik ist immer super da und ich sehe gerade, ich habe einen Mod vergessen. Alles klar, bei der Westen. Ja, wurscht. Hat trotzdem Schaden gemacht. Was ich noch sagen muss, bei der Spezialisierung natürlich das richtige einsteigen. Gell? Das zeige ich euch auch nochmal gleich, wo man da einsteigen muss. Laufen wir mal kurz auf hier. So, Spezialisierung. Dann zwei entscheidende Sachen beim Techniker, dass man jetzt halt, die richtigen Waffen einstellen muss, was jetzt bei mir tatsächlich nicht passiert ist. Gewehr und Schrotflinte ist falsch. Gewehr und Sturmgewehr ist richtig. Aber wurscht, da der Schaden dann nicht so wichtig ist beim Sturmgewehr, sondern einfach nur über die Überladung geht, ist das gar nicht so aufgefallen, gell? Ja, da haben wir was Wichtiges. Und zwar ist es das da. Der Fertigkeitsschaden muss, also Übertaktung, passives Talent, hat man noch mit 10% mehr Fertigkeitsschaden. Da muss man aufpassen, weil man kann das auch umstellen auf 10% Fertigkeitenheilung. Die bringt uns bei dem Bild halt überhaupt nichts. Ja. Alles auf Schaden einstellen. Alles andere ist sowieso drin, wenn man alles ausgelastet hat. Ja. Das brauche ich jetzt nicht nochmal groß viel lesen. Man macht 12% mehr Schaden und, an Drohnen und so Hunden, Robotern etc. Ja. Also wie gesagt, das muss jetzt nicht wirklich alles vorlesen, wo es der Techniker noch kann. Wichtig ist tatsächlich, dass das eingeschalten ist, die Übertaktung. Ja. Also 10% noch mehr Fertigkeitsschaden. So, das war's dann gewesen von meiner Seite. Ich hoffe, euch gefällt das Bild und wie gesagt, Abo, Like immer gern gesehen. Also, man sieht sich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen dabei.